Corona ist halt wirklich ein heftiges Thema momentan. Man kann es nicht anders sagen. Jetzt wahrscheinlich gesehen. Der Bundesrat hat heute vom Livestream, der ist ja auch extrem gewesen. Also der Bundesrat hat heute einen Stream gemacht und das sind so über 100'000 Klicks. Also das ist nicht von den Klickzahlen her einfach krass, aber einfach generell einfach von der Situation, dass jetzt das alles passiert ist und dass jetzt so ein grosses Medieninteresse da ist auf das Thema. Das ist in meiner Sicht, finde ich, ist es relativ wichtig, dass jetzt das auch so passiert ist und dass jetzt das so wie gekommen ist. Ja, ist es gut, dass jetzt alle Leute hier bleiben erstmal. Ja, genau, man kommt der Corona, indem man jemand anderes anhustet, 200 IQ. Aber ehrlich gesagt habe ich wirklich manchmal den Glauben an die Menschheit verloren. Also ich weiß nicht, ich glaube an die Menschheit verloren in dem Sinn, dass viele Leute einfach gefühlt das absolut nicht checken. Oder dass viele Leute absolut, wie kann ich das jetzt sagen, einfach nicht die kognitiven Fähigkeiten besitzen, das Ganze zu verstehen. Weil sie vielleicht die ein oder andere Substanz schon zu viel zu sich genommen haben oder einfach leider genetisch gesehen einfach nicht genug gut vorbereitet, genetisch nicht genug gute Gene verwünscht haben, für dass sie das könnte verstehen, für dass sie eben kognitiv in der Lage dazu wäre, so ein komplexes Thema zu verstehen. Es wäre eigentlich nicht so ein wahnsinnig schweres Thema zum Verstehen, aber es gibt eben viele Leute, die sind einfach nicht ganz auf dem Level. Die Menschen sind nicht böse, die Menschen sind nur dumm. Ich sage es jetzt nicht, doch. Es stimmt eigentlich schon ein bisschen, dass einfach, ich sage jetzt mal so, viele Leute haben vielleicht den Ernst von der Lage bis jetzt noch nicht richtig verstanden oder nicht richtig einordnen können, weil sie das Ganze nicht 100% verstanden haben. Du ihnen nicht verübeln und so weiter und so fort, das ist kein Problem. Solange wir es jetzt machen, alle Leute, finden es auf jeden Fall nice. Aber grundsätzlich würde ich sagen, die Menschen sind nicht böse, die Menschen sind aber auf jeden Fall egoistisch. Das haben wir auch gemerkt an den fucking Hamstereinkäufen. Also die Menschen sind sowas von egoistisch. Immer in solchen Krisenzeiten, wenn es gefühlt wirklich Ausnahmezustand ist. Der Bund, ich habe das auch heute im Livestream gehört, von der Viola Amherd, aber ich bin nicht ganz sicher, aber sie hat gesagt, es ist noch nie ist so viel Militär aufgeboten gekommen, wie seit dem Zweiten Weltkrieg. Und es ist momentan eine Ausnahmesituation. Und die Leute, die sagen, es ist immer noch Panikmache und immer noch irgendein Gugus vom Bund oder irgendwie etwas, die können sich also wirklich komplett verpissen. Und die Leute sind Schmutz. Aber solange sie einfach jetzt gefühlt alle verstanden haben, dass man sich nicht Tensor geben, dass man ein bisschen soziale Distanz wirklich so haben, jetzt nicht wie im Adisis Video, ja, dann habe ich das Gefühl, dass die Leute das jetzt, dann wäre es gut, wenn das die Leute auch ein bisschen einhalten würden. Ich habe so einen längeren Satz gemacht, ich habe am Anfang nicht mehr gewusst, lul. Der Egoismus von uns allen Menschen, ich meine, den haben wir alle. Klar wie man, dass es uns allen gut ist, dass es für uns alle gesichert ist. Aber es hat noch nie Sinn gegeben, irgendwie Hamstereinkäufe zu machen. Nicht noch nie, sondern jetzt vor allem mal in dieser Situation. Und sollte es so wie gekommen, dass die Läden zugehen, dass die Läden nicht mehr offen haben dürfen. Was nicht der Fall wird sein, aber dann würde ja zum Beispiel das ganze Land wirklich auf Notstand gefühlt umgeschaltet kommen und dann würde auch das Militär helfen für die Grundversorgung und so weiter. Also wir sind da trotzdem irgendwie abdeckt. Nein, eben, ich appelliere einfach auch an alle da draussen, vielleicht auch deine Eltern, die das sehen oder so, hoffe ich einfach, dass deine Eltern oder du nicht das Gefühl hast, du müsstest Hamstereinkäufe machen und sozusagen Nahrung oder beziehungsweise so verschiedene Sachen von anderen Leuten wegnehmen, weil das ist kein Notstand im Sinne von der Grundversorgung. Die Versorgung in den Lebensmittelläden und so, die wird gewährleistet sein und die sind halt einfach da. Und darum müsst ihr euch nicht Sorgen machen für das Essen. Macht euch Sorgen um eure Großeltern, um eure nächsten Menschen und passt auf die. Ja. Genau. Das ist das, was ich auch sagen wollte. Ich als kleiner YouTuber kann nicht wahnsinnig viel dazu beitragen, aber wenigstens 2-3 Sätze kann ich dazu sagen und ich hoffe, ich setze das nämlich um. Pass auf, dies, das, jenes
Und ja, passt alle auf und zieht euch meine YouTube-Videos ein, weil dann bleibt ihr daheim und sie sind nice. Und sie sind gut und sie sind unterhaltsam und ein Daumen nach oben würde mich sehr, sehr freuen. Nein, Spaß, aber auf jeden Fall stay safe und vor allem bleibt gesund.